Hello. Hello. Nice to meet you, brother. No, I'm good, thank you. I have a good tailor. I'm good. I don't wear suits. You're from Germany. Switzerland. Ah, Yeah, good man, good. How you know? you are action. Ah, okay. It's here 10 years already. Ah, yeah, you see many people here, many accent. Okay. Very good, man, very good. How long are you here? I'm here for 1 month. Oh, 1 month. Yes, yes. Just relax, have good time, enjoy the sun. Miss Just Anson? sorry? Miss Anson? Suit? I don't need suit. Marcus Schneider. No, I don't need suit. Thank you, brother. Have a good one. You too, brother. You like YouTube? Yes, yes. Just small YouTube. Yeah. Make a travel video. Okay. Have a good one, man. Yeah, yeah. Jetzt ist mir gerade Schweiß ins Auge gelaufen. Hallo. So. Okay, weiß gar nicht, ob wir hier hinten schon waren. Sieht mir irgendwie neu aus. Das sieht cool aus. Wenn ich einen Anzug haben würde, dann so. Hallo. Hallo. Ja, ich glaube, hier hinten war ich tatsächlich noch nicht. Das sieht irgendwie aus, als wären die Renten für einen Shop hier ein bisschen teurer. Ich verstehe aber nicht ganz wieso, weil ganz ehrlich, das ist so eher so der Platz, den man übersieht, wenn man hier durchläuft. Also ich habe es jetzt auch nur per Zufall ein bisschen gesehen, ne? So gesehen, da geht es noch mal rein und mir überlegt, dass ich das irgendwie noch nicht kenne. Ansonsten wäre ich jetzt hier nicht lang gelaufen. Aber es sieht sehr hübsch aus, nice gestaltet so, gut gemacht. Wirklich cool. Muss auch sagen, also ich mag echt diese Ladenpassagen. Hier gibt es sehr viele Schneider, ne? Deswegen will mir jeder irgendwie so einen Anzug andrehen. Bin gespannt, wo wir da hinten rauskommen. So. Ja, Kopfhörer und alles. Hier wieder Sportkleidung. Taschen. Und Hütchen. Kappen. Hallo. Taschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier nicht mit Karte bezahlen kann. Noch ein Schneider. Das sieht auch cool aus. Eigentlich so etwas hätte ich gern gehabt. Jetzt habe ich mir aber schon das andere gekauft. Aber ich kann trotzdem mal fragen, falls es euch interessiert. Also die Lady fragen. Sorry ma'am, how much you take for this? 500. Okay. I just want to know, thank you. 450. Okay. I maybe come back. Thank you. Okay. Also hier hätt's das Set schon. Hello. Socks for you. I'm good, thank you. No sock. Only one, no enough. No sock, no. No underwear. No. You were single. Only 200 baht, not expensive. I'm good, thank you.
Oh, Digga, mir läuft der Schweiß in die Augen, über die Augenbrauen. Das ist schon krass. Oh, hier gibt es auch süße Täschchen. Oh, hier gibt es weiße Hemden. I think I come back in a few days. Das ist gut. Wenn ich mein weißes Hemd in die Reinigung geben kann, muss ich natürlich nicht hierher, aber ansonsten habe ich hier genau mein Hemd wieder gesehen. Und ich denke, die haben auch ein bisschen andere Größen so als jetzt am Markt. Da ist die Chance hier höher, dass ich eine Neues in meiner Größe finde. Hm? Hübsche Uhren. Wir sind hier ein bisschen bei weiteren Taschen und irgendwelchen kleinen Hundeköpfen. Ah, das ist ein Böckchen. Ah, von Massage. Ah, okay, das Massagegeräte. Thank you. I'm good, thank you. How are you? Just quiet. Very quiet, I see. Help each other if you want. Maybe like this. I don't need so. I'm good, thank you, bro. Have a good day. Ja, gegenseitig helfen. Wie will der Mann mir helfen? Wohl eher ich ihm helfen und er gibt mir dafür ein T-Shirt. Ah, hier hinten gibt es Getränke, das ist gut. Aber ich hätte gerne Soda mit Eis. Ah, hier gibt's Hello, Sir. Sehr schöne Hemden. Und hier gibt es auch wieder so Kleidungssets. Sorry, hab ein bisschen rumgucken müssen wieder. Erstmal gucken, was es alles hat und dann entscheiden, brauche ich was davon, will ich was davon, muss ich was davon unbedingt haben. Das ist auch cool. Hier. Ach, Digga. Am Schwitzen wie sonst was, Alter. Ah. Ja gut, aber dann sind wir hier hinten mit dem Abschnitt fertig. Hier geht es auch sonst nirgendwo hin. Deswegen würde ich sagen, wir gehen raus und gucken mal ein bisschen, ob wir ATM oder sowas finden. Und irgendwie so 1, 2 Ringe oder so fände ich auch noch cool. Weil ich habe ziemlich kleine Hände und in der Schweiz findet man eher größere Ringe, so standardmäßig. Also ich bin wohl einer der Menschen mit eher winzigen Händen. Hallo. Malagatano. Hier gibt es auch sehr viele Taschen. Muss mal gucken. Steht da ein Preis dran? Nee.
Tja. Keine Preise. Ich wüsste wirklich gerne, wie viel die Jacken, die Dinger kosten. Die Taschen. Hier haben sie auch Taschen. Ja. Hello, 5 penny baht handsman young man. I'm good, thank you. Boxer for you. Nowhere. Underwear boxer coming Thai coffee nice you. Cheap for boy, penny Die Souvenirs sind auch voll süß. Ne? Wartet, ich zeige euch das mal. Guck mal. Kleine Elefantchen und so. Hallo. Thank you. Okay, ich darf da drin filmen. Ah, ist schön. Ventilator tut richtig gut. Ja, das ist auch süß, so klein. Ja, also ich sehe schon einiges, was man dann mitnehmen kann nach Hause. Ja, sehr schön. Ja, gefällt mir. Und das ist auch das ist Ganesh. Die Statue. Falls man das im Video nicht so richtig erkannt hat. Es ist aber auch ziemlich der einzige hinduistische Gott, den ich mir merken kann, weil ich finde den Elefantenkopf cool. So, okay. Also wir sind so gut wie draußen wieder und ich habe immer noch kein Handtäschchen gefunden. Aber ich gehe jetzt auch erstmal ganz gemütlich eine Zigarette rauchen und ein bisschen draußen was trinken oder so. Und dann suchen wir uns wieder ein ATM, wie ich jetzt schon seit irgendwie 20 Minuten oder so erzähle und immer noch nicht gemacht habe. Aber ja, ich muss auch erstmal einen finden. Keine Ahnung wo. Das ist hier auch nicht besonders hilfreich irgendwie angeschrieben oder so. Oh, guck mal, mehr Sonnenbrillen. Auch wunderbar. Also das ist wohl der Standardpreis für ein paar, sagt man ein paar Sonnenbrillen? Für eine Sonnenbrille. Ja, das ist aber jetzt nicht so meins. So. Dann hier geht's so nach hinten weit zu irgendwelchen kleinen Bars wie die hier. Und ich denke, hier könnte ich was trinken. Aber ich brauche halt echt erst wieder ein bisschen Cash. Hab gerade gesehen, die haben hier meine Zigaretten. Cool. Wusste ich nicht. Wo geht's hier hin? Ah. Das ist einfach eine Ladenpassage. Okay, oh. Oh, ein bisschen gefährlich so. Ich habe keine Ahnung, wo hier ein ATM sein könnte. Kann doch nicht sein, dass hier beim Bazar kein ATM ist. Muss doch irgendwo. So. Wieder an der gefährlichen Stelle vorbei. Und
alles zurücklaufen und nach dem ATM Ausschau halten. Okay, aber dann gönne ich mir jetzt zuerst mal eine Zigarette. Genau. Ja. Eins von meinen Cappies könnte ich nachher eigentlich auch mal anziehen, so. Gut, wir sind wieder unterwegs und getrunken habe ich jetzt immer noch nichts und ich schwitze immer mehr, das ist nicht so gute Kombo. Da drin wird gerade ein Tattoo gestochen. Ach du Scheiße, es ist ultra heiß, Digga. Ich drehe gleich wieder um für euch, aber guck mal hier. Schweiß am runterlaufen, Mann. Es ist heiß, es ist total heiß. Und ich sehe noch immer kein ATM. Das ist geil. Kann ich hier rausholen? Yes. Geiles Motorrad. Voll alt und geil. Kleines, geiles Motorrad. Ja. Hier kommt irgendwie Wasserdampf raus oder sowas, glaube ich. Ziemlich sicher ist das Wasserdampf. Ja. Das ist ja cool. Digga, mir läuft der Schweiß runter, ey. Das ist nicht mehr schön. Aber ich sehe immer noch kein ATM. Das ist unglaublich. Ich brauche nur ein ATM, dann können wir wieder rumchillen. Aber ich würde sagen, warte, Kamera auf mich wieder. Ich würde mal sagen, ich laufe mal ein bisschen rum. Such den ATM mal ohne Kamera, das geht maybe schneller, ohne die ganze Zeit zu reden. Oh, guck mal, das ist auch ein Motorrad. Und auch wenn es so aussieht, aber das wird tatsächlich noch benutzt. Ja, das sind die ultra alten Motorräder. Das ist gerade mal noch irgendwie so das Grundgestell von einem Motorrad, Mann. So, aber jetzt wie gesagt, ne, ich brauche Cash. Und wir sehen uns gleich. Also bis gleich, denke ich. Tschüss. So, gut. Telefonanruf beendet. Wir können los. Ich gehe weiter auf Ringsuche und dann die Sonnenbrille kurz zurückgeben. Geben. So. Okay. Dann von da drüben sind wir gerade gekommen. Wir gehen jetzt ein bisschen andere Richtung. Und wir laufen hier durch. Ah, hier hat es direkt Ringe. Sehr, guck mal. Hallo.
Sorry, I need two ring. One match this, one match this. I have only show you this type. For your finger, little finger. Yeah, for little No. finger. Okay, no. You can try this. This is very small size. Don't need stones. It's okay. Just need this type of gold. Gold. Yeah. I have cut here. That Yeah, is too big. very small. If you Oh, good, good. fix and not fix big. What do you think? Small. Big, big. I have very small finger. Yeah, I know, but this is 5 number size. Okay. But it's more small is no. Yeah. This is also same size. Ah, same size. Okay. Sorry. It's okay. It's okay. Thank you. Okay, also für die Ringe hier habe ich ein bisschen zu kleine Fingerchen und ich habe jetzt nicht gerade einen gesehen, der mir gefällt so. Aber ja. Ringe. Weiß ich nicht. Ringe. Oh. Könnten Ringe. Nein? Nein, keine Ringe. Okay. Die sehen gemütlich aus. Keine Ringe, keine Ringe. Ich brauche Ringe, Digga. Hier vorne eventuell. Nein, nicht wirklich. Nein, keine Ringe. Schmuck schon, aber keine Ringe. Ringe. Nein, immer noch keine Ringe. Irgendwo werden wir schon finden. Ringe. Ich brauche Ringe. Wusstet ihr schon? Ich brauche Ringe. Viel Stuff hier. Viel glänzend, aber keine Ringe. Ah, im Moment, ich bin wieder hier am Stand mit den Sonnenbrillen. So. Okay, Brille konnte ich kurz eintauschen gegen eine neue, gar kein Problem. Und ich brauche aber immer noch die Ringe. Wusstet ihr das schon? So. Okay. Gut, Ringe. Ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück dahin, wo ich die gekauft habe und kaufe nochmal neue. Wenn ich das nochmal finde. Ist die Frage, wo das war. Aber finden wir schon. Das ist gar kein Problem, Diggi. Einfach alles ablaufen. Irgendwo ist es schon.
Vuitton-Schuhe gefallen mir auch ultra, Mann. Nicht wegen Louis Vuitton, aber halt wegen dem Style der Schuhe, Mann. Das ist schon geil. Hello, me again. I need more. Okay, hab's gefunden. Wir suchen jetzt was Passendes. I need small match this and big match this. So, wir sehen uns gleich. So, gut, also ich habe passend Ring jetzt. Ne? So, sieht besser aus. Pro Ring ist 100 Baht. Also wieder irgendwie so 2 Euro. Ne? Also muss ich echt sagen, ist komplett okay. Bei uns zahlst du 20 dafür. Thank you. Have a great day. It's for YouTube. You say hi? Wait, I don't know. Hi. Thank you. Have a great day, man. Thank you. So, gut. Jetzt haben wir alles. Ich habe Brille, ich habe die Ringe. Das müsste so eigentlich passen. Oh, schöne Uhren. Guck mal hier. Aber es würde mich halt wirklich wundern, wie viel die Uhren kosten, Digga. Ich meine, das sind natürlich alles Fälschungen, ne? Aber gut gemachte Fälschungen. Die sind wirklich hübsch so. Wenn jetzt jemand nicht wirklich Ahnung von Uhren hat, dann sieht er auch den Unterschied nicht. Also hier zum Beispiel die Submariner, ne? Will man jetzt keinen Unterschied sehen. Die Farben stimmen nicht ganz. Das ist alles. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, wie die Submariner aussieht, ist das eine Submariner? Sage ich gerade den falschen Namen. Verwechsel nicht die Submariner? Nein, ich glaube nicht. ich packe euch ein Bild von der Submariner rein und falls ich das falsch im Kopf habe, packe ich euch das Originalbild von der Uhr rein. Aber ja, trotzdem, Preis würde mich interessieren. Ich bin gleich wieder da. Ich frage kurz wen. Er hat mir jetzt direkt einen Preis gesagt. Und zwar sind die Uhren 1,95. I see. Hat einen Preis dran. Und ich finde es wirklich guter Preis, man. Es sind gute Uhren, die laufen. Also die bleiben auch nicht direkt stehen. So, ne? Nicht wie wenn man jetzt bei uns irgendwie was auf Wish kauft oder so. Aber cool. Du zahlst trotzdem nur irgendwie so 2 Euro oder so. Ja. Richtig schöne Uhren, Bruder. Okay, aber ich will keine kaufen. Wenn ich mir eine Fälschung kaufe, dann irgendwie eine Rolex oder so, ne? Und der Bre, der mir den Preis nicht verraten wollte, weil er zu beschäftigt ist, der hatte Rolex-Uhren. Das hätte mich wundergenommen, deswegen wollte ich ihn fragen. Und so. I'm okay, thank you, bro. Jo. Hallo. Aber hier ist auch, das meine ich, überall hier ist so ein bisschen Kultur, Religion drin und
Man muss einfach nur ein bisschen laufen und dann ist man wieder im kulturellen Bereich von Thailand, egal wo man ist. Oh, sehr schöne Dinge, alles handgemacht. Oh wow, ich habe es gar nicht gefilmt für euch, ich habe nur mich gefilmt. Ja gut, ne? Kann passieren, wie. So. Aber ich denke, jetzt habe ich wirklich alles. Ah, hier haben wir wieder schöne Uhren. Guck. Hier. Das ist die Rainbow. Nee. Vielleicht kriegen wir hier einen Preis. Ah, da ist jemand. Hello, sir. How much you charge for the watches? Ah, no problem. Ah, der wollte mir Preis gerade sagen, aber dann hat er das Telefon gesehen und hat mir auf Schild gezeigt, keine Aufnahmen, dann gehe ich halt direkt wieder. Ja, wir kaufen nichts, wo man nicht filmen darf. Ich muss filmen, was ich kaufe. Das ist Nummer 1 Regel, du kaufst nicht da, wo du nicht filmen darfst. Ja, weil wirklich, Bruder, jeder weiß, das sind Fälschungen, jeder weiß, die verkaufen hier Fälschungen. Du musst da hier nicht eins irgendwie auf, nein, darfst nicht filmen und so. Das ist völliger Quatsch, Digga. Hier haben wir wieder Uhren. Bro, how much you charge for a watch? 2,000 บาท 2,000. Oh, okay, thank you. Finally, I got the price. You know, because of camera, I walk. Oh. I walk. I ask for price. No one. Ah, no, go. No. Thank you very much, bro. You too, man. 2000. Jetzt endlich haben wir einen Preis, geht doch. Also jetzt zahlt 40 Franken, das, oder ja, um die 35 Euro, denke ich mal, für eine Rolex. Und die funktioniert auch genau gleich wie eine echte. Also ist nicht irgendwie so, dass die dann dir einfach eben billigen Bullshit geben, sondern die geben sich wirklich, wirklich Mühe mit den Fälschungen. Das sind echt verdammt gute Uhren. Hallo. Und auch bei den Kleidungen und allem, das ist echt gute Qualität und es ist es eigentlich wirklich wert, das Zeug zu kaufen, Digga. Jetzt nicht gerade die mir gefallen so. Okay. Hier haben wir wieder Sportkleidung, Taschen. Ich muss dann noch so eine Tasche für meine Mom kaufen. Hier ist so eine. Ich habe ihr letztes Mal eine mitgebracht, aber die hatte ein bisschen einen doofen Reißverschluss, der ging kaputt. Also komplett hinten und vorne. Jetzt kann sie das natürlich leider nicht brauchen, war aber ein sehr hübsches Täschchen. Das Problem da war aber, dass ich da halt wirklich ein billiges genommen habe und noch nicht wirklich Ahnung hatte, wohin gehen und wie ich das gute Zeug erkenne. Diesmal wissen wir es ein bisschen besser und ich kaufe eher das gute Zeug und probiere so ein bisschen dem Billigzeug auszuweichen. Lustigerweise, das Billigzeug ist eher teurer als das gute Zeug. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber es ist wie es ist. So.
Aber ich denke, jetzt haben wir wirklich alles so. Hier gibt's. Ich will Boxershorts mit Entchen drauf. Okay. Aber ich denke, wir sind fertig, sind durch und ich brauche nichts mehr. Schätze ich. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Aber ja, ich denke schon. Dürften durch sein. So. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier gut gefilmt habe oder nicht. Ich war ein bisschen abgelenkt, weil ich halt selber noch Stuff einkaufen musste. Aber ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen Überblick geben, so, ne? Über den Night Bazaar und was es hier so zu finden gibt. Und ich denke, wir können hier dann mal langsam das Video beenden. Und ja, oh. Hier gibt's GoPros. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine GoPro brauche, weil ja, außer vielleicht mal tauchen zu gehen, habe ich jetzt nicht groß vor, irgendwas zu filmen, wofür ich eine GoPro bräuchte. Ja. Ich weiß nicht wohin jetzt. Erstmal brauche ich eine Zigarette. Gut. Dann denke ich, suche ich mir jetzt erstmal einen vorgebauten J und mache mir dann noch einen gemütlichen Abend so. Und für den Night Bazaar wäre es das jetzt heute gewesen, denke ich. Vielleicht werde ich wieder irgendwas Kleines, Interessantes sehen, was es sich noch lohnt zu filmen heute. Aber ich denke, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Video. Ja, ja, sure. Ja, Zigaretten und Feuerzeuge aushelfen, das kann man hier immer, weil das kostet gar nichts. Ein Feuerzeug kriegt ihr für irgendwie 13 Baht, glaube ich. Und ja, mittlerweile wisst ihr, das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel, das ist verdammt wenig. Bei uns kostet Feuerzeug irgendwie so 1-2 Euro, Digga. Hier ein paar Cent. Oh, ich stehe hier ein bisschen im Weg. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wenn das Auto durch ist, gut, haben wir einen geilen Hintergrund, um das Video zu beenden. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Mehr kommen dann noch. Und wir hören uns. Peace. Konnte nicht wirklich Peace machen. Okay, so Peace.